Mein Name ist Claude Scholtes, ich bin responsabel für den Service von den Alertner Kooperationssystemen. Und dieses Service ist Teil von der ALVA, das ist die Lützeburger Veterinär- und Lebensmittelverwaltung. Wir machen Gestion von Alerten und Kommunikation noch davon. Das heißt, wir kriegen E-Mails ran von Problemen an der Lebensmittelkette, das heißt Lebensmittel, Futtermittel, Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln, zum Beispiel ein Pan. Das heißt, wenn der Betrieb zuletzt betroffen ist, hat die Obligation, uns da dran zu melden bei der ALVA. Konkret ist es so, der Supermarkt kriegt Informationen von seinen Fournisseuren und dann informiert uns über dieses Problem. Und dann ist es so, dass wir als Autorität, wenn zum Fournisseur zum Beispiel der Belgier ist, dass wir als Autorität dann verpflichtet sind, den belgischen Autoritäten Bescheid zu sagen. Das heißt, am Anfang ist ein ganz verbundenes Netz und so schließt sich auch der Kreis, weil die Betriebe und Memberstaaten sich unter denen informieren. Das so, wenn ein Problem gefunden wird, dann muss das Ware aus dem Verkauf geholt gehen. Heinz, da kriegen wir das in ihrem Marché war. Wenn das aber so weit war wie heute beim Case, muss man das den Rayon holen. Die Supermarché kümmern sich darum, machen dann ein Chariot und dann können sie das in den Fournisseur zurückschicken oder Futti machen oder wir als Verwaltung können sogar Proben holen und dann dem Problem nachgehen. Es kann aber sein, dass ein Produkt verkauft schon ist und plus ein Risiko für die Gesundheit von Menschen oder Tieren besteht. Den Moment müssen Betriebe sowohl wie die Autoritäten eine Kommunikation und die Klienten machen. Das möchte ein Supermarché in Form von einer Affiche Klient, die hängen dann am Rayon ab, und so als das Information dann bei seinen Klienten verbreitet. Er kann aber auch den Klienten direkt kontaktieren, wenn er Donnerstag hat, oder zum Beispiel das Information und Presse geben. Parallel muss wir uns noch darum kümmern, dass die ganze Population informiert wird. Das machen wir über verschiedene Kommunikationskanäle. Zum einen publizieren wir bei unserem Portal, wo noch aber ein Newsletter kann sich abonnieren kann. Dann zum anderen haben wir den LU-Alert-System, das ist ein Kanal, wo verschiedene staatliche Akteure Access drauf haben. Konkret kriegen die Leute auf ihrem Handy einen Alert. Grundsätzlich müssen wir kommunizieren, wenn ein Risiko besteht, das heißt, die wird systematisch an das gelbe Niveau klassiert. Es kann aber mal sein durch verschiedene Faktoren, die wir drauf spielen, weil immens viel salmonelle Funde sind. Eine große Quantität am Marché war, dass wir sie auf Orange setzen. Den Moment checken wir auch Informationen und Presse, für noch mehr Leute zu erreichen, für den Konsumenten zu warnen. Wichtig ist für den Konsumenten, soll genau gucken, wann das Produkt rappeliert wird, ob auch tatsächlich seine Losnummer betroffen ist. Wenn wir Echantillon holen aus verschiedenen Produkten, dann müssen wir ganz konkret notieren, welche Produkt es handelt, zum Beispiel durch die Losnummer. Dann geht das an das Labor für verschiedene Analysen. Wenn dann ein Problem gefunden wird, dann muss es vom Marché geholt gehen. An dem Moment ist es wichtig, dass wir die Informationen wie die Losnummer haben, für sie bleibt, Rappellen zu machen. Die Zahl von Alerten ist die letzten Jahre an die Luft gegangen. Das heißt aber nicht, dass das Problem groß ist, sondern dass die Kontrollsysteme viel mehr effizient sind und dass doch Transparenz mehr in die Luft gegangen ist.